Auf zu neuen Abenteuern hier bei Pokémon Sonne und Mond. Hallo, liebe Sportsfreunde. Im Ätherhaus, oder zumindest mehr oder weniger. Wo bin ich das letzte Mal stehen geblieben? Ich bin gerade ein bisschen durcheinander mit den ganzen anderen Let's Plays noch und eigentlich mehr oder weniger alles, ja. So, ihr spielt auf einem größeren Bildschirm, sprich so PS4 und Switch-Spiele und so, nicht wahr? Zu mir kommen, sagen das wäre guter Film. Ja komm, nee, wir machen erstmal den nächsten Captain. Ich habe hier Salamandra, die würde ich gerne trainieren und in dieser Folge auch noch entwickeln. Ob das möglich ist, wir werden sehen. So, hier schon wieder im Dorf der Kapu, da ist ja im Prinzip der Ort, wo es in Pokémon Mond ja ein Alola-Sandan zu fangen gäbe. Anführungszeichen gäbe. Wir haben es noch nicht bekommen. Das Stahl-Eis-Pokémon ist eigentlich echt eine krasse Veränderung, war. Original-Bodentyp, hier plötzlich, jo, Stahl-Eis, passt. Oder Eisstahl. Ich glaube eher Eisstahl. Aber das gleiche bei Vulpix. Normal halt Feuer und hier plötzlich Eis. Wobei die eigentliche Frage ist immer noch, die ich mir stelle, wieso hier Eis-Pokémon auf dem Berg oben? Würde vielleicht noch verstehen, aber hier, wieso gibt es hier Eis-Pokémon? Da gibt es sowieso nicht so viele Eis-Pokémon im Spiel. Oh. Lola? Nee, doch Lola. Von hier aus musst du einfach Route 14 folgen, dann kommst du wie von selbst in den verlassenen Laden. Das ist die Prüfungsstätte. Okay. Machen wir uns auf den Weg. War ich hier schon? Also schon ja, aber habe ich ja gekämpft. Ich glaube eher weniger. Pokémobilen. Ah, doch, warte mal. Ich werde es mal ganz kurz nutzen. Hat ein Haar gehabt vor mir, hallo? So, egal. Und überall angeln. Das war aber nicht geplant. Pelipper, Pelipper. Salamandra. Yes. Ich vergifte dich. Nö, du haust ab. Ach, Menno. Naja, ist besser so. Das heißt, ich habe hier eigentlich auch gar keinen Bock auf wilde Kämpfe. Ich würde sagen... Na, wo bist du? Hier. Da. Kleines Top-Schutz oder wohl eher Superschutz in Ehren kann doch kein Wanderer verwehren. Und da haben wir noch eine TM. Und es ist Spukball! Ist das geil! Vor allem theoretisch Spukball, wir wissen, eine Geistattacke, wer kann Geistattacke lernen, genau. Relativ viele sehe ich gerade, was zum Henker. Primarine als Feen-Pokémon, okay. Ja, Kaipo hat es eigentlich geben wollen, aber ich meine, ich habe schon da Schattenfessel. Die ist genauso stark, aber physisch. Ist halt eine Spezialattacke, war. Und hier natürlich später noch eine starke Pflanzattacke haben. Vermutlich Sturzflug oder so etwas an dieser Stelle und Synthese behalten, etwas anderes, mal gucken. Also Kaipo wohl eher weniger. Dann doch wiederum nicht. Dark Toxic und das Slime ist nicht unbedingt so der, vor allem nicht der physische Typ. Aber Sensei, ich glaube, der hätte Spaß dran. Mal gucken, das war Gestein, war? Ja, Gestein. Ränkeschmied zum Boosten, logischerweise. Das ist Spezialangriff nicht gerade das Beste von der Welt. Durchbruch, eine Kampfattacke. Weil man sagen müsste, ich hätte da mit Kampfpsyche und Geist schon mal ordentlich was abgedeckt, wa? Mal überlegen. Geist, ja, gegen Geist und Psycho. Da geht es damit nicht so viel ab. Aber cool wäre es irgendwie trotzdem, wa? Da kommt jetzt eine TM. Kann ich ja wieder beibringen lassen. Yes. Primarine. Ja, ich meine, das ist auch speziell angehaucht und so, gar kein Thema. Schauen Sie daran natürlich nicht. Wenn er sollte stimmen, kommt sicher was Besseres mal nach. Cooler Augen.
Ja, ist halt auch eine Prio-Attacke. Aqua-Jet. Nehmen wir jetzt momentan eher nicht. Aber cool, dass man Spukball schon hier bekommt. Und das im Prinzip noch bevor man die Geistprüfung eigentlich abgeschlossen hat, wa? So, dann haben wir schon den ersten Trainer hier auf der Wasserroute. Warum nicht auf einen Lapras steigen? Dann werde ich schnell schwimmen aus dem Lapras. Das sah gerade anders aus. Das ist doch ein Crazy-Typi. Rodrigo. Gonzales oder was? Was für ein Trottel. Gufa. Gufa, Gufa, Gufa. Gufa. Salamandra. Es fängt an zu regnen. Eine Wasserrude und ich komme hier mit sowas, wa? Ganz geil. Gufa hat sicher starke Wasserattacken, aber das ist nicht gerade so hilfreich. Ich will aber uns halt auch ein bisschen hinmachen hier. Tja, wer käme auf die Idee, dass ein Wassertrainer Wasser-Pokémon hat, wa? Mal schauen. Vergiften. Geht doch, sogar toxisch. Ganz geil. Oh, scheiße. Ja. Du böses, böses Gufa. Schäm dich. Du machst nie wieder Konto. Jetzt kann er es vergessen. Sein Gufa ist blockiert. Ja, über Aussetzer freut man sich relativ wenig. In der Situation allerdings schon ein bisschen. Oh nein, Fluch. Ah, ist sogar kein Geist. Dann geht's ja. So, und der ist gleich hinüber. Dark Toxic. Macht den Knirscher mit seiner Hand. Voll gekotzt. Well. Dark Toxic. Es fehlen noch 3 Level, Freunde. Oder vielleicht doch eher Dark Toxic trainieren. Müssen ein bisschen schauen hier. Im Vollspeed mit Lapras. Juhu. Ich surfe. Wow, wow. Judi Hudi Geißefudi. Was? So. So wie es aussieht, ansonsten keine Wassertrainer mehr. Nee, das war wohl der einzige. Schon ein bisschen crazy. Richtiger crazy Typi. Hier kann man noch sogar hoch auf die defekte Straße. Seltsam. Oh! Hey, Kramurks! Was geht ab? Kra! Kra! Was machst du? Murks. Murks, ja, das sage ich ja. Der macht ein Krakras und der macht nur Murks. Hey, Typi. Na sowas, die Angel, die du da hast, die stammt doch von Tracy. Ja, ist sie deine Enkelin oder so? Der Lars. Oh, ein Barschwa. Da würde sich jetzt Kai freuen. Aber ich finde ganz ehrlich, Barschwa ist hässlich. Oh. Aua. Ja, Drachenwut. Nee. Mal schön wir gleich nochmal. Dreschflegel, Dreschflegel, Dreschflegel. Wenn ich so einen Dreschflegel sehe, fällt mir echt wieder ein, dass es ja echt mal so, ja, so Leute gab, die eine Challenge hatten, dass sie das Spiel nur mit einem Carpador durchspielen. Da muss ich raus sagen, Respekt, ey, also nur mit Carpador. Da bist du eine Weile dran. Ich überlege jetzt gerade.
Toxin natürlich trifft Toxin, das ist nicht das Thema. Gyarados ist halt, ja, hat sich im Level schon eine Wasserattacke. Ich teste es mal. Ja gut, das macht halt nicht besonders Bauchschmerzen. Zumal der Gyarados Spezialangriff wirklich unter aller Hose ist. Haha, ich habe Hose gesagt. Ich muss eigentlich Biss noch drauf haben. Blick gerade eine Wasserattacke. Ja, Englisch Aquatail hat sicher drauf. Wie heißt es schon auf Deutsch? Ah, Nassschweif, da. Die meinte ich. Ups. Nein! Das war viel! Ja, komm, Sensei, mach du das. Sensei, was geht ab? Nicht viel, ich muss erstmal anderen wieder beleben. Scheiße. Salamandra, das ist so gut geschlagen. Am Schluss denken sie so, Gyarados, nö, du besiegst mich nicht. Jetzt kommt er mit dem Eisern auch noch. Ja, nee, ist klar. So, sehen Sie, da kann es aber bitte wieder selbst rauskommen. Alter! Ja, komm, das ist mir zu doof. Ich werde Sensei noch mittrainieren, logischerweise, aber der kommt mir gegen Ende des Spiels raus. Der kann man, glaube ich, echt nur im Doppelkampf nutzen. Oder ich habe das falsche Wesen und so, oder ich habe einfach nur Pech, aber ich habe echt das Gefühl, er ist so schwach. Ja, ich weiß, wegen seiner Fähigkeit Kommando und so, beziehungsweise die Attacke Kommando und die richtige Fähigkeit im Doppel halt. Ah, jetzt kommt sie ja. Von der Attacke rede, Freunde. Der Anwender befiehlt dem Ziel, dessen zuletzt ausgeführte Attacke sofort einzusetzen. So, natürlich beim Gegner relativ unpraktisch, weil du ist vermutlich selten schneller. Und deswegen an den Gegner zu sagen, jo, setz eine Attacke, die du wieder aufladen musst, dass du mit dem Vorteil hast, wäre auch Quatsch. Also den Gegner mitzutreffen, wenn überhaupt, diese Chance, dass das irgendwie nützlich ist, sehr, sehr gering und sehr selten. Aber im Doppelkampf beim eigenen Mitglied, vor allem in der richtigen Fähigkeit, weil angenommen du setzt Surfer, also sprich, mal ein ganz krasses Beispiel, dauert es hier vielleicht ein bisschen länger. Ich setze Kommandutan plus ein Gyarados ein. Okay, vielleicht ein doofes Beispiel, aber mach's trotzdem mal. Gyarados setzt Surfer ein, deswegen ein doofes Beispiel. So, jetzt, ich glaube, man kann noch ganz kurz überlegen. Trifft das Kommandutan wegen seiner Fähigkeit nicht, aber dafür alle anderen Gegner halt. Dann kommt hier die Attacke Kommando, mache ich auf Gyarados. Er setzt die Attacke nochmal ein, weil es relativ viel Schaden macht. Also normalerweise zumindest. Und in der Fähigkeit trifft es eben Kommandutan nicht, weil, ich glaube, Telepathie heißt die oder so. Dadurch wird er von Attacken von Teammitgliedern nicht getroffen. Deswegen ist Kommandutan ja im Doppel ja so verdammt stark. Versteht ihr? Das ist eigentlich das ganze Prozedere. Aber aktuell, vor allem hier eben Playthrough, sag ich jetzt mal, normal. Ja, das falsche Wesen, die falsche Fähigkeit auch. Wesen ist eigentlich alles scheiße, deswegen zum Zeigen Sensei cool, zum Angreifen Sensei doof. Ich denke, das fasst ziemlich gut zusammen. Ja, deswegen, ich werde Sensei nicht groß trainieren. Ich mache es echt ein bisschen anders und hole ja, wieder raus aus der vorderen Front und ja, ist schon schade. Ich wusste von Anfang an, Sensei ist nicht unbedingt so der große Angreifer, aber ich hatte ein bisschen mehr erhofft. Muss man zugeben. So. Eisbrecher ist klar, aber Level 36 trainieren, dann von Level Up rüber tauschen, das weiß ich noch. Salamandra entwickelt sich, glaube ich, auf Level 33. Kriegen wir eventuell noch hin, mal gucken. Dark Talk ist noch 3 Level bis zur Entwicklung. Ja, es geht voran. Belieber. Nö, brauche ich nicht mehr, dankeschön. Deine Pokémon dich alles tun, jedenfalls sogar ein bisschen in der Welt reisen. Ja, dann, tschüss, hasta la vista, buongiorno und so weiter und so fort. Der Robin! Togedemaru! Bin ich endlich mal im Vorteil, Freunde.
Wir können es sogar mal testen. Wieso? Weil Togedemaru ist Stahl-Elektro. Ich will es einfach mal wissen, Leute. Trifft die Attacke, trifft sie nicht? Ja, Togedemaru Magnetflug. Es trifft! Es geht echt! Korrosion! Wie geil ist das denn bitte? Toxisch vergiftet. Alter, Salamandra. Salamandra! Das war sowas von klar. Das war natürlich auch klar. Full Para. Ich glaube doch nie etwas so, wie ich es gerne hätte. Das war stark. Ich wusste gar nicht, dass das Vieh so viel Power hat. Und vielleicht liegt es darum, dass Salamander schon ziemlich am Arsch ist. So geht's natürlich auch. Scheiße, legt die Wand an. Das geht's doch nicht. So. Einmal noch. Wäre cool, wenn du uns nicht angreifen würdest. Na, obwohl der Tag geht auch. Ich sehe nur speziell. Och, natürlich kommt er hier mit dem Drachenboden-Pokémon. Ich glaube, es hackt. Habe ich irgendwo eine Eisattacke? Ich glaube nicht. Scheiße. Ja, Drachen bei mir relativ wenig, leider. Andererseits, Dark Toxic hält relativ viel aus. Kommt der mit dem Knacksel. Ein Pokémon der 4. Gen. Ein ziemlich cooles Pokémon. So. Toxisch vergiftet. Ja, ich bin Michael, der Mastergifter. Der Master of Gift. Ne, wäre ein Geschenk. Master of Toxic. Aua. Geht da, warum nicht gleich so? Bitte ein Level Up? Nee. Hä? No Level Up? What's that for crazy shit? Ich hab keine Ahnung. So, komm, tut's auch das. Gut, hier vielleicht eher weniger. Ja, vielleicht doch. So, Tränke im Arsch. Ich wollte jetzt eigentlich gerade, ihr wisst schon. Ja, hier ist. So. Haben wir die alte schon wieder? Ja, das war Pokémon Gelb. Zigarrenwürfel! Yeah! Ein neuer Kern. Zelle oder keine Ahnung. Da wären wir. Eine Prüfung war am Ende dieser Treppe auf dich. Komm schon. Oh Mann. Du willst du fighten? Immer viel Glück. Ja, danke schön. Michael, endlich ist es soweit. Also, ich erkläre dir jetzt mal, worum es bei der Prüfung geht. In diesem verlassenen Laden spuken jede Menge Geister-Pokémon herum. Bei meiner Prüfung geht es nun darum, das Herrscher-Pokémon zu finden und mit dem Pokémon-Sucher ein Foto von ihm zu schießen.
Das Herrscher-Pokémon versteckt sich sehr gerne und spielt anderen am liebsten Streiche. Aber keine Sorge, es ist nicht gefährlich. Wenn du andere Pokémon fotografierst, wird es neidisch und will unbedingt ins Rampenlicht. Wenn alle sehen, was Merkwürdiges geschieht, dann untersuch die Stelle doch mal. Hinter diesem Spuk steht ganz bestimmt ein Geister-Pokémon, das nur darauf wartet, fotografiert zu werden. Hier, ich leite meinen Pokémon-Sucher. Hehe, Rodom ist ja auch ein Geister-Pokémon, nicht wahr? Das passt dir wunderbar. Warte, stell ihn schnell für dich ein. So, ich habe die Prüfung im Fotomodus eingestellt. Deiner Fotosafari im verlassenen Laden steht jetzt also nichts mehr im Weg. Sobald du den verlassenen Laden betrittst, heißt es, mach dich bereit. Es ist Prüfungszeit. Du kannst drinnen keine Pokémon fangen und hinaus gelangen, nur wenn du aufgibst. Als betreten Laden bitte gut vorbereitet. Wir starten die Angst vor, das war die Schaltkreise und diese Prüfung werden wir auch bestehen. Ja. Armer Rudo. Wieso eigentlich, Rudo? Wie du schon gesagt hast, du bist ein Geist-Pokémon. Wie doof. Es ist Prüfungszeit. Prüfungszeit, Prüfungszeit. Hm? Oh mein Gott. Ich von Geisterhand. Yes. Wo bist du? Zeig dich. Du Geister-Pokémon. Hallo? Oh mein Gott, das ist ein Nebulak. Nebulak, Nebulak, Nebulak. Und hier kommt unser Lieblingssalamander. Und ich hab keinen Bock mehr drauf. Ich schieß den Bock jetzt ab. Och nö. Bitte keinen Full Confuse, wenn es geht. Salamander, fahren dich. Dankeschön. Und jetzt brenn es weg. Yeah, meine brennende Leidenschaft. Jetzt geht's ab. Dynamische Maxi-Flamme. Wahoo. Oh, Scheiße. Das war ziemlich heiß. Ja, das war halt ziemlich heiß. Ohne Scheiß. Du. Und Ränkeschmied. Alter, wie geil ist das denn? Ja, Schattlack doof, komm. Weg damit. Auch kein Mensch. Und Busto. Noch ein Level, Freunde. Was macht Pikachu da? Pikachu. Oh mein Gott, der Einkaufswagen bewegt sich. Wir von Geisterhand. Natürlich. So. Oh mein Gott, es ist Apollo. Es ist noch so ein Geist. Das ist kein Problem für unsere dynamische Maxi-Flamme. Schlecker! Nein! Alter. Diese scheiß Geister. Verwirrung. Paralyse. Kommt als nächstes. Irrlicht. Mann. Los, Salamandra. Brenn ihn weg! Wenn halt natürlich ein bisschen mehr Power wird's reichen. Jo. So, komm. Kurz heilen. Ich fühle mich irgendwie scheiße. Voll doof Elektrosmog hier. Ja, ich hab dich doch auch gleich geheilt. Halt mal still. Ja, Mann, danke. Peace and Love. Hier. Geidomatico, hey. Finde ich irgendwie auch. So. Nebulak, Alpolo, was kann wohl das nächste sein? Pikachu.
Ach, die Musik. Zum linken Ohr, rechten Ohr, beides zusammen. Ja. Die Plüschfiguren. Wo bist du? Hallo? Du bist ein Cheater! Wieso? Neuer Gänger, den siebten Stern keine Schweben mehr drauf hat. Es hat die Fähigkeit nicht mehr. Ein Gänger, und sogar schon einen Spukball drauf hat, das könnte wehtun. Ich muss trotzdem riskieren, ich hoffe, er macht irgendwie etwas Doofes. Ist nicht so doof, wie ich gehofft hatte, aber es geht. Okay, dynamische Maxi-Flamme! Denn es hat die Zeitkraft. Du. Oh, yes, baby! Ja, Volltreffer. Volltreffer ist fies, Mann! Ja, hat fast gereicht. Scheiße. Okay, dann muss er kommen. Wagen wir es? Ja, nein, weil ich bis auf nächste Folge. Nee, komm, machen es jetzt noch. Ich muss schon mal vorwarnen kann, Freunde. Ich hatte damals auf Sonne hatte ich ein bisschen Problem mit dem Herrscher. Muss ich zugeben, der ist nicht ganz ohne. Okay. Eine unheimliche Aura ist von irgendwoher zu spüren. Der Pokémon-Sucher hat sie von allein aktiviert. Aha, und ich schaue von alleine da durch, wa? Pikachu. Ja, noch mehr Pikachus. Noch ein Pikachu. Oh mein Gott! Es ist ein Fake-Pikachu! Oh mein Gott, Freunde, es ist der Herrscher. Es ist Fake-Pikachu! Nee, es ist Mimikma und ganz ehrlich, Mimikma kann ziemlich übel werden. Ja, ist ziemlich riesig. Natürlich sind einmal alle Werte oben. Ich glaub's auch. So, bin ich schnell, bin ich nicht schnell? Vergiften, komm. Es ist ziemlich stark. Scheiße. Das gibt's einfach nicht, hey. Naja, Typ ist normal halt, ich hoffe, er hat nur Geistattacken drauf. Kommt mir zu Hilfe! Apollo! Okay, wir sehen schon, ich komme hier mit Salamandra, fürchte ich nicht sehr weit. Sagt Toxin in Unlicht. Okay, Feentanken hat er auch noch drauf. Er ist auch ein Feen-Pokémon. Na, schön. Von mir aus, wir können das Spielchen gerne machen. Oh, Toxic. Erstmal muss der Herrscher weg. Auch wenn es nicht einfach wird. Alter, seht ihr, wie stark das Teil ist? Ja, natürlich ist rein. Freunde. Da schauen wir uns nächste Folge weiter an. Das ist mir zu doof heute. Scheiße. Oh, ist das eine Kombi? Mimikma schlägt vor. Apollo schläfert ein. Boah. Knuddler ist dann sogar eine verdammt starke Attacke.
könnte es... Ach, ich glaube, ich muss da echt wieder auf unser Euler zurückgreifen. Das wird verdammt eng, Freunde. Bis nächstes Mal wieder hier bei Pokémon Sonne und Mond im Kampf gegen das Fake Pikachu. Oh mein Gott. Ciao zusammen.